Wir schleichen uns ins ATP-Tennisturnier zu Roger Federer. Und dann ja, Sprachmemo. Die darf ich sogar abspielen, das habe ich Ramin gefragt. Vor einer Woche habe ich eine Sprachmemo gefragt, ob er irgendjemanden kennt vom SRF, wo auf Genf geht. Für das die Person mir eventuell könnte. Eine Unterschrift vom Roger Federer auf dem Regenbogenglas könnte geben. Er hat mir das da geantwortet. Hey, schwierig im Fall, weil du weißt ja, wir versuchen schon selber den Federer irgendwie zu bekommen oder ihm eine Einladung zu geben. Und ja, darum leider nicht. Wünscht sich jeder, aber es geht leider nicht, sorry. Am besten, nein, ich kenne wirklich niemanden, der dort hingeht. Sorry. Ich kenne niemanden, der dort hingeht. Dann gehen wir doch mal ins Video drin. Das Jahr ist es, er hat nie geantwortet. Oh Und jetzt haben wir es gecheckt. Donowall. Er hat einfach den Brief nie bekommen. Ja gut, aber so ein Weltstar wie der Federer, der macht ja auch seine Post nicht selber auf. Auch für Social Media hat er Assistenten, die das Zeug für ihn managen. Die haben es wahrscheinlich einfach verpennt, ihm das Zeug weiterleiten. Da hat es für uns nur eine einzige Möglichkeit gegeben. Wir mussten die Einladung ihm persönlich in die Hand drücken. Und grosses Glück für uns, der Fedi hat ja am ATP-Turnier in Genf nach längerer Pause endlich sein Comeback auf Sand gegeben. Das ist eine Chance, die wir nicht versenden durften. Ja, einfach... Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, Federer ist nie in der Schweiz am Spielen. Und jetzt ist er mal in der Schweiz am Spielen und dann gedacht, ja, ich kann nicht ins Tennisturnier auf Genf gehen. Wieso kann ich nicht dorthin gehen? Es ist Corona, ich will mich nicht unbedingt einsneaken und, ja. Jetzt den Kopf nicht ins Sand stecken. Der Plan war klar. Wir fahren auf Genf, gehen das Turnier. Free Basel, ja, das wäre Ende Jahr, aber es wäre geil, ja. Übergeben die Einladung und boom, der Federer kommt zu uns in die Sendung. Das Problem ist, wegen Corona sind keine Zuschauer erlaubt. Darum gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen uns reinschleichen. Auf YouTube gibt es ganz viele so Videos von Leuten, die sich bei Grossveranstaltungen reinschmuggeln. Und das ist der älteste Trick, der funktioniert. Mit einer gelben Weste so tun, als würde man auf dem Gelände am Arbeiten sein. Also, da unten ist der Eingang. Das Herz ist gerade auf 99'000 Millionen. Einfach nicht mit diesen Security-Leuten reden, wir haben einen Auftrag, den gehen wir erfüllen. Aber du redest einfach nicht. Nein. Wir leben führen. Und falls sie mich etwas fragen, sage ich nur «Le Lumière». Also, wenn wir machen. Ja. Sicher? Ja. Oh mein Gott. Stressig! Machen wir das wirklich? Sind wir nervös gewesen. Aber Digga. wir mussten einfach unsere Rolle durchziehen. Wenn das klappt, dann raste ich aus, Mann! Pardon. Vous avez des badges? Bonjour, vous venez de quelle société? Bonjour, oui, c'est pour le Lumière, quelque chose comme ça. Nous sommes de Speedelec. Ich frage euch jetzt sicher, von wo habt ihr diesen Firmennamen her? Gerade vorher, als wir zum Eingang am Ablaufen waren, ist uns ein Auto von einem Genfer Elektrobetrieb entgegengekommen. Mehr Glück haben wir nicht haben. Speedelec! Les lumières qu'ils font réparer. Oui, c'est juste, mais c'est qui vous a appelé? Parce que en fait, il y a les badges, les tests, tout ça. Ouais. C'est qui vous a appelé? Je sais pas, il a appelé notre patron. Alors, je vais juste appeler par le... Ouais. Vous m'avez dit c'est Speedelec? Ouais, Speedelec. Pardon, parce qu'on est obligé de... Ah, je vous en prie. Quelle lumière vous savez? Vous devez intervenir? Il a dit c'est dans l'entrée de la WC ou d'une toilette. Je sais pas plus. D'accord. J'appelle juste le directeur du club. Oh, j'appelle le directeur du club. Oh nee, Digga. J'ai jamais travaillé ici. Bonjour. Je pense qu'on a déjà expliqué, mais on va juste procéder à la vérification. Ouais. Vous n'avez pas de badge, pas d'affiliation, Ouais. c'est au courant en fait de votre venue. Je vais appeler mon patron. Oui, bien sûr, si ça vous dérange pas juste de vous mettre sur le côté. Ok. On va clarifier. Merci. Okay, wir sind jetzt auf dem WC. Also ich bin da schnell außerhalb. Wir haben jetzt versucht reinzukommen. Zum Glück sind sie nicht einfach so reingekommen. Das hätte mich hure abgefuckt. Sie hätten mir mitnehmen. Hätten gesagt, bonjour madame, on vient de Speedelec. On vient de Speedelec et puis il y a les lampes qui sont cassées un petit peu.
Il y avait mon patron qui appelait pour fixer tout ça. Und nur wegen dem haben sie gesagt, ja, stimmt. Das Lustige ist einfach, dass wir vielleicht nachher wirklich Lampen reparieren können. Keine Ahnung, wir können kein Französisch, wir können keine Lampen reparieren. Keine Ahnung, was wir da machen. Wer hätte das gedacht? Wegen 2 Elektriker wird La lumière, quelque chose comme ça. da die ganze Security aufgeboten. Die Turnierleiterin läutet am Turnierdirektor an und der muss bestätigen, dass wir nicht rein dürfen. On a été mandaté, j'ai vérifié avec la direction du club et puis nous, c'est nous qui faisons toute l'électricité, on bosse avec Badel et puis avec Skyline pour les lumières. Okay. Voilà. Okay, merci. Merci. Fuck. Wir sind nicht reingekommen. Ja, wie nah war jetzt das gerade? Ich habe am Atem vom Roger schon geschmeckt. Zum Glück haben wir Maske an. Ich hatte die ganze Zeit so trockenes Maul. Ja, ich habe auch so ein bisschen zittern. Oh ja, und ich habe nicht gewusst, was sagen. Und immer so, wait, sir. Aber du bist super souverän. Ich hätte nichts rausgebracht. Scheiße, Mann. Scheiße. Ja, aber was wir jetzt gemerkt haben, ist, ohne Badge läuft einfach Es ist nichts. abgekriegt. Also sie haben gerade als erstes nicht einmal unsere Weste angeschaut, sondern geschaut, ob wir ein Badge haben. Und es geht einfach nicht ohne Badge. Das heisst, das, was wir jetzt brauchen, Ramin, ist einfach Das ist einfach ein verfickter Badge. Aber der Versuch war nicht ganz umsonst. Wir haben nämlich in unseren versteckten Aufnahmen einen perfekten Blick auf einen offiziellen Badge gehabt. Aufgrund des Filmmaterials hat dann der Moiri auf Photoshop einen Badge nachgebastelt. Der hat einfach 2 Schwachstellen gehabt. Erstens, er ist auf Papier in irgendeinem Copyshop gedruckt worden und auf dem Bändel ist fett Switzerland gestanden, weil wir ihn in einem Souvenirshop gekauft haben. Also sollte die Security den genau anschauen wollen, würde ihnen sofort klar werden, dass das eine Fälschung ist und der Plan, der wäre am Arsch gewesen. Genau das habe ich mir gedacht. Das könnte ihr nie machen. Aber, ja, wie der Sender gesagt hat, ich glaube, das ist schon strafbar, oder? Zum ehrlich zu sein, in dem Moment haben wir nicht mehr daran geglaubt. Die Stimmung war im Keller. Wenn ihr wirklich zur zweiten Reportage macht, Ramin moderiert, Robin, du filmst. Ich verstehe nur Bahnhof, das ist normal, Niklas. Mittwoch wieder Hochdeutsch, Bro. Wir kommen quasi moderierend an die Schranke an, tun schnell quasi halb witzeln mit dem Securitas und dann direkt rein, ohne hinterfragen, gehen beide mit der Kamera rein. Also wenn wir es versuchen. Hey, und im Fall, die lassen euch rein, ihr seid Medienschaffende. Ich schieße noch gerade so in die Hose. Schlussendlich aber haben wir gewusst, das ist unsere letzte Chance. Wir haben gewusst, es wird nicht einfach. Jeden Moment hätte man auffliegen und wegen Dokumentenfälschung abgeführt werden. Aber mit dem Ziel vor Augen, unsere Einladung am Federer direkt in die Hände zu drücken, sind wir zum zweiten Eingang vom Gelände gelaufen. Wir haben uns verkleidet jetzt. Verkleidet. Wir gehen jetzt eigentlich so dort rein, was wir am besten können. Moderieren und filmen. Also, ich nicht mit dem SRF-Dings machen, weil das wäre Dokumentenfälschung im Auftrag von der SRF. Ah ja. Das ist unsere Kernkompetenz und das muss jetzt klappen. Und etwas Ausweis fälschen. Okay, ja. Ja, ist gut. Vielleicht liegt es auch an dem, der nicht unseren Moderation. Wir haben einen offiziellen Presseausweis gefälscht. Aber das soll ich traue nicht, das mal da zu sagen. Wir haben nichts gemacht, der Moiri. Ey, ich würde ja eher für so etwas mit einem Dokument fälschen als für ihn etwas anderes, Bro. Okay. Ja, wir haben es auch bekommen. Ja. Oha. All die unzähligen Stunden Autofahren auf Genf, das mühsame Photoshoppen in der Hotellobby und die 25 Stutz für den Druck der Badges. All diese Sachen haben zu dem einen Moment geführt. Hä? Und dann? Ey, what the fuck? Nein. Und ich habe ihn gefragt, ob es möglich ist, eine Unterschrift vom Federer zu bekommen. Und er kennt niemanden, der dorthin geht. In der Euphorie vom ganzen Reinschmuggeln haben wir für kurze Zeit vergessen, für was wir überhaupt da sind.
Aber uns ist schnell wieder klar geworden, wir müssen den Federer ausfindig machen. Excuse me, where do we have to go for the press interviews after the game? It's just this way, thank you. Ah, da ist ja noch die Frau, die uns vorher nicht reingeladen hat. Da war er tatsächlich. Der Roger Federer. Seine letzten Punkte spielend und komplett unwissend, dass er jetzt dann gerade die wichtigste Einladung von seinem Leben wird bekommen. Nein. Ich hätte so gerne dort sein, Mann. Nein! Entgegen allen Erwartungen hat der Federer seinen Erstrundenmatch verloren und ist ausgeschieden. In dieser Stimmung, die er dort hatte, hat er ganz sicher auch mega viel Bock auf 2 Dudes, die ihn mit einer Einladung stressen können. Aber die Einladung hat zu ihm müssen. Do you know where the players go outside? Well, they usually come here, but Roger might. I don't know whether they will take him out another way, especially as he lost. Yeah, I know. I mean, it's really disappointing for the tournament, for him and for the tournament. Yeah. Die Leute rundherum haben uns nicht gerade mega Hoffnung gemacht, dass er sich überhaupt noch blicken lässt. Oh. Digga, Federer hat gar keinen Bock gehabt. What the fuck? Haben sich plötzlich alle Journalisten ein bisschen weiter oben versammelt und wir haben gewusst, jetzt müssen wir einfach schnell sein. Ah ja, da ist. Oh, wir müssen ein bisschen rundherum laufen. Dort war er, Roger Federer. Und wir haben seine Aufmerksamkeit gehabt. Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Wie ein Leu auf den richtigen Moment wartet, seine Beute anzugreifen, Digga. haben wir darauf gewartet, den Roger anzusprechen. Wir stehen jetzt einfach da, vor dem Federer. What the fuck läuft gerade? Es sind so Sauhühn. Scheiße, Mann! Sie hätte doch dem einfach das da können machen. Hey, Rotschi, kannst du schnell unterschreiben hier? Hier, auf das Glas! Dann war das Interview vorbei. Und er ist weggelaufen. Hä? Jetzt ist unser Moment gekommen. Wir hatten genau 50 Meter, bevor er wieder in die Spielerzone ist. 50 Meter, die darüber entscheiden, ob wir es schaffen, die Einladung in seine Hände zu drücken. Oder ob alles für nichts war. Roger, wir würden dir gerne noch etwas geben. Wir haben dich mal in unsere Show eingeladen. Du hast nicht darauf reagiert, jetzt übergeben wir die Einladung persönlich. Danke vielmals. Danke. Come back stronger! Es war Digga, der Brief hat der direkt zu Genf irgendwo in den Köder geschossen, Mann. Digga, der hat so keinen Bock gehabt, Fedi. Warte mal. Der hat gar keinen Bock gehabt. Ich sehe geschossen. Digga, was ist das für ein Scheissdreck? Mission erfüllt, er hat unsere Einladung. Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben jetzt wirklich alles gemacht, was wir machen können, Ja, fix. und wir sind uns 100% sicher, dass er die Einladung auch wirklich bekommen hat. Und jetzt liegt es auch an ihm, Ja. uns zu antworten. Jetzt Jetzt ist es in seiner Hand. Hey, schwierig im Fall, weil du weißt ja, wir versuchen schon selber den Federer irgendwie zu bekommen oder ihm eine Einladung zu geben. Und ja, darum leider nicht. Ich kenne niemanden. Aber alles gut. Also alles gut. Noch wollte ich nochmal schnell sagen. Wir gestern noch mal kurz müssen lachen und so zwischeneinander miteinander. Also alles gut mit Ramin und mir. Von dem her alles gut, kein Problem.